Ich bin Anita. Und ich bin Laura. Und ihr hört gerade den Skorpion und Jungfrau Podcast. Das ist unsere erste Episode und heute wollen wir uns einfach kurz vorstellen und euch ein bisschen erzählen, um was es in diesem Podcast geht. Vielleicht kurz wegen dem Namen. Laura, willst du vielleicht kurz erklären, wie wir auf den tollen Namen gekommen sind? Genau, ich und Anita kennen uns ja von der Uni und während dem Studienleben hat man manchmal einfach zu viel Zeit und dann haben wir dann angefangen, unsere Horoskope anzuschicken. Und dann haben wir so wie gefunden, ja, das wäre doch eigentlich noch ein cooler Aufhänger für einen Podcast und darum haben wir jetzt den so getauft. Genau. Also einfach kurz zur Erklärung. Du bist im Sternzeichen Skorpion, genau. Und ich bin Jungfrau. Und zum Teil stimmen einfach so die Stereotypes mega oder halt auch die Memes, die zu unseren Sternzeichen, wo man zu unseren Sternzeichen findet. Also zumindest zu Memes stimmen es mega oft. Bei dir so ein bisschen, ja, aber ich habe immer so das Gefühl, ich bin so die typische Jungfrau irgendwie und wegen dem. Also die Basics stimmen bei mir auch, und alles andere ja. Aber es ist ja auch ein eine Spielerei, aber ich glaube, wir haben einfach beide manchmal Freude, wenn wir irgendeine Guideline haben. Ja, wie der Tag wird verlaufen. Ja, also ich meine, das ist jetzt natürlich nicht so ein Astrologie-Podcast oder so, muss man sagen. Es ist einfach mehr so, dass unsere Meinungen ja zum Teil unterschiedlich sind, je nach Thema oder was auch immer. Und wir haben einfach das Gefühl gehabt, es würde so passen, so ein bisschen, nicht, dass wir mega gegensätzlich sind, aber halt einfach, ja, so ein bisschen andere Meinungen zusammenzubringen und dann über alles Mögliche zu reden. Und das ist so ein bisschen, die Ausgangslage davon. Also wir werden jetzt nicht gross über unsere Horoskope oder so reden. Vielleicht, wenn es gerade passt. Ja, aber genau. Also das ist wirklich nicht irgendwie jetzt das zentrale Thema. Genau. Und was man halt gut besprechen kann, sind Bücher. Und wegen dem haben wir uns überlegt, dass wir halt jeweils ein Buch lesen und also jeweils eine von uns das Buch auswählen und dann wir es lesen und dann besprechen. Und je nachdem, um was es geht, reden wir dann halt über verschiedene Bereiche. Und genau, ja, das ist so ein bisschen die Idee vom Ganzen. Hast du noch etwas sagen dazu? Ja, es hat vielleicht auch ein bisschen mit der Pandemie zu tun. Also bei mir ist es so, dass ich das Lesen wieder so ein bisschen entdeckt habe. Und jetzt durch diesen Podcast ist es so, dass ich wirklich auch gezwungen werde, am Abend mal ein paar Seiten zu lesen und nicht irgendeine Netflix-Serie mehr reinzuziehen. Und darum freue ich mich mega. Ja. Und wir werden uns immer abwechseln mit Lektüren, Vorschlägen. Genau, ich freue mich auch schon. Genau, das erste Buch haben wir ja schon gelesen. Ja. Mal schauen, wie wir es machen. Vielleicht können wir das schon voraussagen und dann könnt unsere vielen ZuhörerInnen auch noch gerade mitlesen. Und dann, je nachdem, also das müssen wir vielleicht auch noch sagen, wir probieren, den Podcast so ein bisschen überall aufzuladen. Also Spotify, Apple Podcasts, ist natürlich auch noch auf YouTube. Ich sehe es dann halt einfach nicht, ich sehe einfach unser Logo. Aber ihr werdet uns im Moment auch nicht sehen. Es ist Sonntagnachmittag und wir sind im Chiller-Mood, Chiller-Look, von dem her. Genau. Ihr verpasst nicht. Nein, es ist ganz okay. Kann man... Egal, auf jeden Fall. Also ich sehe dann noch, wo ihr es überall finden könnt. Ich schreibe das sonst in den Notizen. Oder dann auf YouTube dann in der Infobox. Ihr könnt uns überall bewerten, wo ihr uns bewerten könnt. Oder auf YouTube könnt ihr uns einen Daumen nach oben geben und natürlich auch abonnieren. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall über auch eure Meinungen zu diesen Büchern oder was auch immer wir dann anschauen werden. Gibt es sonst noch etwas, Laura, das du wollen? Ich weiss nicht, ob wir noch schnell ein paar Worte zu uns sagen. Nicht allzu persönlich, aber so ein bisschen, ja. Ja, genau, weil das ist ein bisschen auch anonym. Also ihr da nicht unsere Nachnamen erfahren, ausser ihr könnt gut stalken, so gut wie die Skorpion. Das ist jetzt ein bisschen so. Ja. Sonst fang du mal an, Laura. Ja, wer bist du? Ich bin noch gerade so in meinen 20er. So richtig zielgerade, schon gleich habe ich ein 3 im Rücken.
Und ich wohne in einer grossen Schweizer Stadt. Das ist sicher auch schwierig zu erraten, wo mit dem Dialekt. Und ja, ich interessiere mich irgendwie einfach sehr für gesellschaftliche Themen und für eben Literatur. Und ich denke gerne so über philosophische Fragen nach. Und das kann man mit der Anita einfach sehr gut diskutieren. Auch wenn wir dort manchmal einfach sehr auseinanderdriftende Meinungen haben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das macht es ja auch spannend, dass man da ein bisschen aus seiner Bubble irgendwie rauskommt. Und ja, ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen. Und du, Anita? Ja, voll. Also ich lebe nicht in so einer grossen Stadt, aber dafür ist sie viel schöner. Die schönste und beste Stadt auf der ganzen Welt. Nein, ja, das sagt genau nichts. Ich bin in der Mitte, mit mir auch wieder 20er, in der Mitte, genau in der Mitte. Du hast noch das ganze Leben vor dir. Ja, hör auf. Wer weiß. Auf jeden Fall. Oh Gott. Schon wieder. Ich bin noch am Studieren. Ja, was gibt es so zu sagen? Ich lese gerne. Plot-Twist! Plot-Twist, ich lese gerne. Nein, wirklich? Sorry. Das habe ich vorher ja vor allem auch erwähnt. Ja, zum Teil auch ich will nicht sagen kontroverse Sachen, aber so ein nicht so Mainstream. Ja, ich freue mich auf deine Vorschläge. Ich glaube, meine werden mehr so «Spürst mich» Sachen. Und ich nehme das auseinander. Genau, ja. Und, ich will das so auseinander. Ich weiss, ja, aber ich freue mich auch ein bisschen drauf. Nein, Spaß. Aber ja, wir haben so ein bisschen unterschiedliche Sicht auf die Sachen, denke ich. Ich denke so, ja. Ich meine, so mein Lieblingsbuch ist «Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit», wo du noch nicht fertig hast. Ich will das nicht vorschlagen, keine Angst. Ja. Keine Angst. Also ihr könnt euch das gerne mal reinziehen, aber das ist wirklich so wie... Das ist nicht für einen Sonntagnachmittag, sondern mehr so... Wenn ihr euch für Soziologie interessiert. Ja. Und ich will auch keinen Chomsky vorschlagen, keine Angst. Wir können dann nachher kurz sagen, was unser nächstes Buch sein wird. Ja. Aber warte noch jetzt noch zu mir kurz. Sorry, go ahead. Also ja, ich lese gerne. Jetzt meine Persönlichkeit, das ist ja so anonym. Ja, ich lerne gerne Sprachen oder so, kann man sagen, eventuell. Ja, ich studiere Sozialwissenschaften, bin gleich fertig. Was ich nachher mache, ist noch nicht klar. Beziehungsweise vielleicht, keine Ahnung, im Horoskop. Weißt du, es geht nicht im Horoskop. Aber gestern ist so gestanden, wegen, du solltest momentan in der nächsten Zeit noch keine Entscheidungen treffen. Okay. Aber weißt du, so Anmeldeschluss und so, welche Handy ab. The struggle is real. Schreib mir doch ein Mail, in meinem Horoskop steht, ich muss noch warten. Ja, Fristverlängerung, so machen wir das. Nein, ich glaube, ich bin jetzt voll langweilig irgendwie, aber ich sehe es ja dann mit der Podcast-Episode. Ich kann euch versprechen, wenn jemand nicht langweilig ist, ist das Anita. Drum. Adieu, merci. Ja, willst du noch kurz sagen, was unser erstes Buch sein wird? Yes, das ist ein Vorschlag von mir. Die werden eben auch immer ein bisschen so sein, aber ich probiere mich dort auch ein bisschen aus meinem Genre irgendwie rauszubewegen. Und zwar hey, solange du nie irgendwie 50 Shades of Grey oder so etwas vorschlägst, ist gut. Nein, das habe ich selber nicht mal gelesen im Fall. Bin ich froh. Ja. Das Buch heisst «Untamed» oder auf Deutsch «Ungezähmt» von Glennon Doyle. Das ist eine amerikanische Autorin, es ist ein autobiografisches Buch. Sie ist früher mal ist sie süchtig gewesen, Alkohol, Drogen, was auch immer. Man hat sie geheiratet, 3 Kinder bekommen und hat so ein bisschen Happy Life, also Happy Family. Es war alles so ziemlich perfekt gewesen. Und dann hat sie so einen «There she is» Moment gehabt. Da kommt ihr draus, falls ihr das Buch lesen wollt, sonst wir das schnell erklären nächstes Mal. Und sie hat sich in eine Frau verliebt. So. Und das ist so ein bisschen der Plot. Und dann geht es eigentlich wieder darum, wie sie sich entscheidet, halt ihren Weg zu gehen. Es geht eigentlich um Emanzipation, aber einfach auch allgemein, ja, wie schaffe ich es, dass ich meinen Weg finde und dann auch mutig genug bin, den zu gehen. Und genau, das ist für mich sehr spannend, das zu lesen. Genau, das wird unser erstes Buch sein und da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, falls ihr das wirklich gerade hört, das auch noch schnell zu lesen, bevor wir das aufnehmen. Genau, und der Podcast der wird jetzt nicht irgendwie jede Woche oder so rauskommen. Da sind wir auch nicht gestresst, sagen wir es mal so. Ja. Da haben wir genug Zeit, um das auch noch zu lesen. Da würde ich sagen, ja, haben wir jetzt schon genug Informationen und wie schon gesagt,
freuen wir uns, über die ganz verschiedenen Themen zu diskutieren und dann hoffentlich auch von euch etwas zu hören, was ihr dazu meint. Das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Ja, für mich ist auch gut. Ich freue mich auf unsere erste Besprechung, Anita. Ich mich auch. Ja, in dem Fall. Bis zur nächsten Episode. Viel Spass beim Lesen.